Wer ist Ilva? In der Nähe einer Stadt gibt es einen wunderschönen alten Wald. In ihm wachsen Bäume, Pilze und viele andere Pflanzen. Auf dem Boden liegt Laub und es wächst weiches, grünes Moos. Guckt man genauer hin, sieht es aus, als wären am oberen Ende kleine grüne Sterne. So hat es seinen Namen Sternmoos bekommen. Rehe, Füchse, Käfer und viele andere Tiere leben im Wald. Am Rand wächst eine große alte Buche, deren Äste hoch in den Himmel ragen. Es sieht von unten aus, als wenn sie die Wolken erreichen. Im unteren Ende des dicken Stammes liegt gut versteckt eine kleine Wohnung. Ihr Eingang ist aus der Ferne nicht zu sehen. Darin wohnt Ilva mit ihren beiden Brüdern und den Eltern. Ilva ist ein schlaues Elfenmädchen und lebt seit 10 Jahren auf dieser Erde. Gern zieht sie bunte Schuhe mit Blumen an, ein grünes Kleid mit Hose drunter und ihre gelbe Jacke. Die blonden Haare werden von einer roten Haarspange zusammengehalten. Ilva liebt es, spannende Abenteuer zu erleben. Ihr Bruder Finn ist 12 Jahre. Mit seinen kurzen rötlichen Haaren, die immer struppelig sind, und den Sommersprossen im Gesicht, sieht er immer lustig aus, findet Ilva. Ihm gefällt es, wenn all seine Sachen blau sind wie der Himmel. Nur seine Schuhe und Stiefel müssen schwarz sein, damit man den Schmutz nicht so genau sieht und er sie weniger putzen muss. Tamme heißt der älteste Bruder. Er ist 14 Jahre alt und passt auf seine kleinen Geschwister auf, wenn sie zusammen im Wald und auf der Wiese unterwegs sind. Tamme trägt oft grüne Hose, dazu grüne Schuhe und eine braune Jacke. Seine Kleidung hat die Farben, die im Wald vorkommen. Von anderen Bewohnern des Waldes wird er oft nicht entdeckt. Er mag es, seine Ruhe zu haben, ungesehen durch den Wald zu laufen, Tiere zu beobachten und geheime Wege zu erkunden. Inge und Ole sind die Eltern der 3 Geschwister. Sie leben schon immer im kleinen Elfendorf, in dem es nie langweilig wird. Ole ist der Sohn des Dorfältesten Mahut, über den wir in den folgenden Geschichten noch viele spannende Dinge erfahren werden. Nun ist es aber an der Zeit, von Ilvas Abenteuern zu berichten. Hört gut zu, damit ihr später euren Freunden und Eltern davon erzählen könnt. Und wer weiß, vielleicht entdeckt ihr auch einiges an Pflanzen und Tieren aus Ilvas Geschichten bei eurem nächsten Spaziergang im Wald.